Hallo liebe Hundefreunde, ihr seht schon, worum es jetzt geht. Das ist das leidige Thema Hund aufs Sofa, ja oder nein. Bei mir grundsätzlich dürfen Hunde aufs Sofa. Meine Hunde haben ein eigenes Sofa in meinem Office, das ist für die präpariert, das heißt mit Decken und so weiter. Da dürfen die drauf und da gehe ich auch ab und zu mal drauf, ab und zu, meistens ist es wirklich für die Hunde. Aber es gibt eine strikte Trennung, im Wohnzimmer möchte ich sie nicht auf dem Sofa haben. Das heißt, deswegen haben wir das jetzt hier auch besonders präpariert. Ich will einfach auch einen bestimmten Bereich ohne Hundehaare für mich. Wenn ihr jetzt lästige Hunde habt, die diese Abmachung nicht befolgen wollen, die trotzdem immer aufs Sofa springen und teilweise nachts, wenn ihr es nicht seht, ne? Weil der Hund ist ja schlau, da gibt es ein paar Sachen, wie ihr das verhindern könnt. Der Hund wird grundsätzlich gerne aufs Sofa drauf gehen, weil Hunde das lieben, auf etwas draufzusteigen. Das hat nichts mit Dominanz zu tun, das ist einfach ein Sicherheitsdenken. Hunde fühlen sich oben einfach wohler, die sind ruhiger, die sind ausgeglichener. Ich mache mein ganzes Training mittlerweile auf irgendetwas, also auf Plattformen, auf Kisten, auf Baumstämmen, auf irgendwas, weil die Hunde wirklich, wirklich ruhiger sind. Der Hund geht also bei euch aufs Sofa nicht unbedingt, weil er das Sofa so sehr liebt, vielen Hunden ist das sogar zu warm, der will einfach hoch. Und um diese Sache für euch zu gewinnen, gibt es eine Möglichkeit, ihr macht dem Hund sein eigenes Sofa. Das heißt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt eine Obstkiste nehmen, ihr könnt Matratzen von Babybetten zum Beispiel nehmen. Wir brauchen nur so diese Höhe zu haben, 10, 15, 20 cm, je nach Größe eures Hundes. Wichtig ist, dass er wirklich draufsteigen muss. Dann hat er das Gefühl, ich bin oben. Und dann sitzt er auf seinem Thron und dann ist er zufrieden und dann bleibt er da auch. Man kann auch zum Beispiel hier solche Kissen nehmen, so kleinere Kissen, die einfach zusammennähen, sich so einen Überzug da nähen lassen und das dem Hund einfach neben das Sofa stellen und dann hat er sein eigenes Sofa, auf das er drauf gehen kann. Es gibt auch zum Beispiel diese Auflagen für die Sommerliegen, für die Gartenliegen, die sind auch ziemlich fest und dann zwei übereinander und dann in eine Hülle rein, eine Decke rumgeschlungen und irgendwie präpariert, dass das unten nicht wegrutscht. Das ist wichtig. Wenn es wegrutscht, geht der Hund nie wieder drauf. Das muss also wirklich stabil sein. Eine andere Möglichkeit wäre, das heißt, wenn der Hund das nicht annimmt und trotzdem immer wieder hoch geht, dann gibt es noch den Plan B, das wäre doppelseitiges Klebeband. Das heißt, entweder diese Auflage hier mit dem Klebeband präparieren oder direkt das Sofa. Das ist euch überlassen, wie euch das lieber ist. Wenn ihr es direkt aufs Sofa macht, könnt ihr für die Zeit, das sind meistens 3-4 Tage, das Sofa selber nicht benutzen. Wenn ihr so ein Stück Stoff präpariert, das könnt ihr dann einfach wegnehmen, wenn ihr selber auf dem Sofa sitzt und nachts legt ihr das dann wieder aus. Und wenn der Hund ein paar Mal auf diese Decke da gesprungen ist, auf diese präparierte mit diesem Klebeband, das ist dem unangenehm, das tut nicht weh, aber es ist ihm, ne? Dann entscheidet er für sich, das Sofa ist doof und bleibt tatsächlich unten. Es kann sein, dass ihr das vielleicht nach 2, 3, 4, 5 Monaten nochmal wiederholen müsst, weil er das dann einfach vergisst, dass das so unangenehm war auf dem Sofa. Aber das ist ja kein Problem, dann legt er wieder mal 2 Tage dieses Band aus, dann bleibt der Hund wieder unten. Wichtig ist in so einem Fall nicht disziplinieren, Disziplinierung hilft wirklich nichts. Alles, was der Hund lassen soll, muss er aus seiner eigenen Entscheidung lassen. Er muss für sich selber entscheiden, zum Beispiel in dieser Situation, Sofa ist doof, macht mir keinen Spaß, gehe ich nicht mehr hoch. Und dann habt ihr den wirklich unten. Es ist also nicht ganz so kompliziert, es ist ganz einfach. Man muss sich nur ein paar Tricks ausdenken und dem Hund die Situation unangenehm machen. Das ist alles. Ihr braucht nicht zu schimpfen, ihr braucht nicht mit dem Hund zu diskutieren, das bringt sowieso nichts. Lasst es sein. Ich hoffe, das konnte euch jetzt helfen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.